Hallo, herzlich willkommen bei der Tagesschau. Okay, jetzt brauchen wir erstmal Eigen. Dann machst du einfach eine laute Klappe, ja? Schön, Katrin, das ist alles auf Band. Erzähl mal was. Alles auf Band, ja. Und gib mir noch ein bisschen Sekt. Boah, gib mal. Mach mal noch ein bisschen Sekt rein. Ich bin gestorben Scheiße. am Zuckerschock um 10:30. Boah. Holla die Waldfee. Gell? Machen wir mal einen Sekt bei uns, gell? Ich nehme noch eine Flasche da. Ja, super, Thomas. Gebucht bis um... Lager. Wir sind hier gebucht bis um 6 heute Abend. Okay, ich würde gut sein. Tschüss. Also, Band. okay. Guten Morgen. Ja, süß, gell? Warte mal. Das ist sehr süß. Klappe. Muss man machen. Das ist schon ein bisschen wie Hindi, ne? Ja, normal ist Während der Klappe nicht Klappe sagen, sondern einfach nur die Hände klatschen, okay? Dass man nur das Händeklatschen Liebe hört. Guck mal, ja. Und man sollte Schau mal sich auf die sehen. Kinder. Ja, genau, ob die sich schon umbringen. Was steht da drauf? Klappe. Das ist der Eck. Und lässt. Süß, gell? Sieht man das dann? So. Heute ist der Bär, letztes Mal waren es Rentiere. Ja. Wer hat das gemacht? Ja, ich. Also beziehungsweise die Deko. Requisite. Die Deko ist jetzt nicht von mir eigentlich, gar nichts. Aber ich stelle es mal hin. Na gut. Kerzen. Romantik oder wie? Sollen wir Kerzen machen? Ja, mach Kerzen an. Krieg sowas zu Hause nicht. Ja, wir haben ja Hui. Wir haben Hui. Wir brauchen keine Kerzen, wir haben Hui. Ja. Genau. Wegen dem schönen Licht. So, krasse Kerze. Ah, ja, wie gesagt. Jetzt werden wir wahrscheinlich abbrennen. Jetzt Macht wär die ich das Oma nicht. die selber? Was denn? Ich merke das schon, du fällst sehr stark in dein Bayerisch, gell? Es Ja, kann sein, dass zur ich Zeit dich schon. irgendwann nicht mehr verstehe. Das muss dann einfach so. Also, Was? heute ist... schön. Ich bin so froh, dass ich dich eingeladen habe. Ich weiß. Ich bereue, jetzt kannst du bitte gehen. Ja. Heute ist der 2. Februar, Samstag. Zweite Episode. Mein zweiter Gast ist die Heckelfrau. Tada. Ja, wir machen das eigentlich nur, dass wir 2 Stunden einfach unsere Ruhe haben und jetzt keiner stören darf. Wir offiziell um 20 vor 11 trinken können. Ja, genau. Du bist eigentlich immer gut drauf. Du bist eine pfälzische Frohnatur. Achtung Bayern, nicht Oberpfalz, die richtige Pfalz. Es gibt eine richtige Pfalz. Rheinland-Pfalz. Ich hab das auch lange nicht gewusst. Das weiß hier niemand. Als ich mit Alex zusammengekommen bin, haben sie immer gesagt, wo kommst du aus der Oberpfalz oder aus, was gibt's noch? Niederpfalz, Unterpfalz. Ja, genau. Na, ich sag, hey, ich komme aus der Vorderpfalz zu Mannheim. Ah ja. Mhm. Was wollen die? Ja, ich wusste nicht, dass es eine andere Das Pfalz ist gibt. Eck, wo Katzenberger her ist, gell? Ludwigshafen. Ludwigshafen. Ja, Ludwigshafen. Ich bin dann die schönere Ecke, ich gehe dann zur Deutschen Weinstraße. Also Ja, das genau. Kaff heißt Großkalbach und dann so Bad Dürkheim, Weinstraße. Aber du hast keinen Winzer geheiratet. Du hast dich vor 10 Jahren in einen erfolgreichen Schwabinger Diplom-Ingenieur verliebt und mit dem mittlerweile 2 wunderbare Kinder. Ja, ja, Deine Große ist 4 ja. und deine Kleine ist genauso alt wie unsere. Ja! 2 Tage. Weil, Genau. Wie alt sind jetzt unsere Kleine? 15, oder? Ah, weißt du 15 das? Ich habe nachrechnen müssen. Du hast letztes Mal zu irgendwem gesagt, als wir spazieren Ja, Gassi die Leute waren, wissen. als wir Gassi waren, als wir spazieren waren, der ist jetzt 15 Monate. Na gut, das ist immer gut zu wissen, ja. Ja, ich schätze. weiß sowas nicht. Ach, du schätzt. Ich schätze. Ja, Mai, was ist denn jetzt? Oktober, 15. November, Dezember, Januar, Februar. Ja, doch. Ja, 15. Krass. 15 Monate. Krass. Ja, voll krass. Ja, du Sehr bist nicht. Du bist sehr Bitte? Was bin ich? Sag, was ich bin, ja. Du bist nicht nur eine gute Freundin von mir, du bist auch meine Nachbarin. Also deswegen, wahrscheinlich jetzt klärt es auf. Ja, wir sind Nachbarinnen und haben Babys im selben Alter, was wirklich Wahnsinn ist. Und ich möchte jetzt nochmal ganz offiziell zu dir sagen, Dass du danke mich liebst. für alles, weil ohne die war ich wahrscheinlich schon ein paar Mal gestorben. Ja, ich auch. Und das ist auch der Grund, warum ich den Podcast mache. In your face. In your face. Weil es nämlich gut ist, wenn man weiß, dass man nicht allein ist mit seinen Problemen. Das stimmt, das ist ganz wichtig.
Genau. So, ich möchte halt ein bisschen anders starten. Oh Gott. Ja, es gibt ab jetzt immer die Kategorie Raubenmutter Award oder Mami Fail. Ich bin mir noch nicht sicher. Und dass du nicht alleine bist, erzähle ich einmal. Das ist schön. Genau. Gibt es einen Moment, der dir jetzt einfällt, wo du sagst, da glaube ich, war ja Rabenmutter, da habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Voll. Das war doch jetzt erst. Die Madeleine hat doch ihre 4 Backenzähne auf einmal bekommen. Aha. Die kleine. Die Ja, aber ihr seid schon fertig, gell? Ja, schon so, also die Eckzähne kommen jetzt. Und die hat doch ihre 4 Backenzähne auf einmal bekommen und die hat durchgeschrien. Das war jetzt, also das war schon krass, das kannte ich von der Katharina nicht. Die hat durchgeschrien, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und irgendwann saß ich nachts an ihrem Bett und dann, sie wollte ja nicht hoch, sie wollte ja nicht in ihr Bett, sie wollte ja gar nichts. Du konntest das Kind ja mit nichts glücklich machen, ja. Und dann stand sie in ihrem Gitterbett. Und ich war so durch, dass ich mir in ihr Gitterbett gestellt habe. Du hast deine Tochter imitiert. Ja, das war dann der Umkehrschluss. Wie hat sie reagiert? Der hat mehr geschrien, ja. Aber dieser eine Funke Hoffnung bleibt, gell? Aber das musste halt einfach raus. Und ich habe echt zum Alex gesagt, ich weiß, das können auch Foltermethoden im Mittelalter gewesen sein. Das ist Lass Wahnsinn. das Baby bei jemandem schreien, irgendwann drehst du durch. Du kannst halt irgendwann Ja, nicht weil du nicht mehr weißt, was da so ist, Ja. weil es kann nichts mehr sein. Und du merkst, irgendwas stimmt nicht. Richtig. Aber was ist diese Richtig. Scheißszene? Das steigen wir gleich voll ein. Ja, Und, voll. Babys erstes Jahr. Sehr deprimierend. Oh, krass. Mein Mami-Fail war, das letzte Mal, als die Susi Wong da war. Da hat sie einen Kaffee getrunken und dann wollte sie fahren. Und dann, gerade wenn wir aus der Haustür rausgegangen waren, sind Sternsinger gekommen. Weil es war ja am Tag vor Heiligen Drei König. Stimmt. Ja, Sternsinger. Und sie auch. Und wir haben uns dann unter unserem Fenster im Gang versteckt und haben so getan, als wäre keiner da. Und haben die wieder weggelassen. Das war, ja, da fühlt man sich so, aber es waren nicht die eigenen Kinder, ich weiß nicht, ob das. Was meinst du, viele das machen? Da müsste man so Statistiken Ja, aber wer gibt es machen, zu? gell? Das ist die Frage. Es gibt ja immer keines zu. Na, ich war nicht zu Hause. Katharina, wer war das? Oh Gott. Keiner, sei leise. Meine Mami, Moment schon, meine Mami. Nein, ich bin nicht da. Gerade alleine hier. Genau. Ja, schön. Gut. Ich habe auf Instagram ja auch gefragt zum Thema Babys erstes Jahr Oh ja, stimmt. noch Highlights, Stories, Ja. keine Ahnung, Hat jemand Fails. geantwortet? Als Highlight hat uns die Ricarda aus Riedenburg geschrieben. Highlight ist auf jeden Fall zuzusehen, wie sie eigentlich jeden Tag was Neues lernen. Ja. Und das stimmt. Ist schon schön. Das stimmt. Ich habe sogar einen Alex vorhin gefragt. Ich habe gesagt, du, was würdest du jetzt sagen? Weil ich wusste ja unser Thema. Und dann habe ich gesagt, was würdest du jetzt sagen, was das Schönste ist? Und dann hat er so überlegt und dann hat er gesagt, wo es das erste Mal so richtig gequiekt hat vor Lachen. Und ich gesagt, oh, nein, das ist schon irgendwo süß. Ja, es war schon schön, das stimmt, ja. Das ja, ist war süß. schön. Ja, das stimmt. Was Die wachsen ja 25 bis zu 25 cm im ersten Jahr, gell? was echt jetzt? Ja, voll krass. Der So schnell deiner wachsen. 50. Ja. Ja. Mein Baby ist sehr groß. Wirklich großes Ausmaße einfach groß. Und das ist nicht, dass ich mir das einbaut, weil ich jetzt meine, ich bin eine Mutter, sondern Nein, das ist wirklich groß. beim DM haben sie mich jetzt gefragt, mein, wie alt ist denn der? 2, 3? Und ich so, nein. Aber passt. Schaut nur so aus. Genau. Und auf mein Instagram hat auch ein Vater geantwortet. Der Kid hat gemeint, am meisten überrascht hat mich, wie nutzlos man als Vater im ersten Jahr für die Kinder ist, wenn die Mama stillt. Das ist aber eine schöne Aussage. Schön. Meist hat mich überrascht, wie unnötig ich bin. Ja, das stimmt aber, oder? Ja, voll. Also ich war gestern bei einem Neugeborenen, das Wie war war's 6 Tage. Oh mein Gott. Hormone. Die Eier springen wieder. Nein, trotzdem nicht. Trotzdem Nein? werden sie werden. Nein, Ja? ich weiß ja, dass die größer werden. Wenn die so bleiben dürfen. Das ist wie mit Babykatzen, ne? Ja, wenn sie so bleiben. Und dann ne? hast du es da und schreien den ganzen Tag. Im Übrigen, heute Nacht hat er unsere Babymaus gebracht. Die liegt nur bei uns vor der Balkon. Eine Babymaus. Eine Babymaus. Dafür ja. mehr Der schafft das liebt nicht. uns. Miau, miau. Oh, ich sag das. Ja, Ach ja. Babys erstes Jahr. Für die Herrlich. war es das zweite Mal. Ja.
Wir gehen ja die ersten 5 Jahre eigentlich komplett ab und du hast das jetzt, warte mal, was hat sich verändert vom Das ersten ist schon zum krass. zweiten? Ja, das erste war alles entspannter. Finde ich. Also irgendwie, ich habe auch mit der Katharina das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, aber wir hatten voll den schrägen Rhythmus. Also wir sind, glaube ich, jeden Abend um 11, halb 12 eingeschlafen und der Alex ist dann arbeiten gegangen und die Katharina und ich haben dann bis so 11, halb 12 mittags gepennt. Also das ist so unser Rhythmus. Und immer wenn du dann beim Kinderarzt so impfen angerufen, ja, kommen sie dann um 9. Um 9 sind sie verrückt. Es ist mitten in der Nacht, kann doch nicht um 9 kommen. Ja, wir hatten einen ganz schrägen Rhythmus. Aber das war schön. Aber du kannst es machen, weil du musst dich nicht richten. Außer ein bisschen noch ein Mann. Mittagsschlaf, die Nacht war doof, dann hast dich mit dem Kind hingelegt. Das war alles, Weil kein zweites da war. ja, es war entspannter. Also du hast echt ein bisschen mehr, du konntest halt nur auf das eine eingehen, ja. Und jetzt heult halt das eine und das andere heult auch. Du musst jetzt Prioritäten setzen, okay, bei wem ist jetzt schlimmer, ja. Aber ja, ich fand es mit einem, das war schon irgendwie, es war schön, klar ist es mit 2 auch schön, aber mit einem Baby war es entspannter. Ja, und jetzt die 100-Euro-Frage, wir machen das Eltern mit 3 Kindern. Boah, krass, ich weiß es nicht. Das ist nach wie vor Ich weiß es nicht. Nein. Wie Alex seine Cousine, die mit den 5. Ja. 3 Kinder bekommen. Ach komm, 1 geht noch. Haha, Zwillinge. Ja, ich meine, das ist aber das größten Respekt vor ihr, das läuft alles, gell? Ich weiß ja nicht, wie, ob sie den Kindern irgendwas in Getränk mischt oder. Ich weiß es nicht, aber es läuft, ja. Keine Ahnung. Schön. Ja, so viel dazu. Ja, aber das gibt's. Aber ich kenn ein paar, die 3 haben mindestens. Und da spaltet sich's auch. Ja? Also manche echt, ja, mögen jetzt nur ans Kind. Geht halt, gell? Warum? Mein Plan war es nicht, aber dann ist es auch schon wurscht. Aber nein, also weiß ich nicht. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, um Gottes Willen, ich hänge mich auf vorher. Wenn es passiert, dann. Ja, weil das muss mit Humor nicht mehr dann glauben. Das ist so der Galgenhumor dann, ne? Dritte Kind muss man als. Nee, also ich bin auch durch. Wir sind ja beide durch, ne? Also Ja. so. Gehen wir dann auch zum zweiten Thema, gell? Wie war Sektomie? Sehr lustig, aber wir haben ja noch einen Moment. Wann haben wir angefangen? Jetzt habe ich mich Weiß nicht, keine Zeit. Wir reden wahrscheinlich hier noch die nächsten 8 12 Stunden. Minuten. Oh ja. Okay. Ja, 3 Minuten haben wir noch für Babys erstes Jahr. Was mir. Wie ist denn das hier getaktet? 3 Minuten. Es wird doch sowieso länger. Ach so, okay. Ich will nicht wieder nach Hause. Schick mich nicht weg. So, schau, da kannst du wieder heimgehen. War schön mit dir, viel Spaß. Schön. Aber Ja. schickst mir deinen Mann dann noch rüber. Den schicke ich dir dann richtig. Du hast ein Mädel, ich habe einen Buben. Ich sage jetzt nicht, die Ehe ist natürlich eigentlich, das ist schon alles ausgemacht. Zwangsehen, mei, schlimm. Ja, wir haben uns dafür entschieden. Richtig, genau. Früher war das auch so, sind auch glücklich geworden, ne? Also, Ja, eben. Aber deine ist immer, die ist zwar kleiner als meine, aber die ist immer schneller. ja, das die ist ja einfach das, gescheiter. Das Mädchending. Na, Ist das- gescheiter ist das würde ich wirklich nicht dieses- sagen. dieses- Ja, das sagt man so, ich weiß das auch Ist nicht. das so? Sie hat mir jetzt noch nicht Antwort gegeben, ja, konnte jetzt nehmen. Du mal den, wie tickst denn du eigentlich, ja? Ah, der Xaver, ja, das hat sie jetzt noch nicht gesagt. Der Kind dann, Madeleine, ich habe eine Blume. Du, das sind keine Rosen, die mag ich nicht, ja? Kannst du wieder mitnehmen. Nee. Ich weiß es Ich nicht. möchte, was ich zu dir... ich habe dein Sternzeichen vergessen. Ich hab gewusst, Du hast mich letzte Woche 3-mal gefragt. Ja, aber nach jetzt meinem habe ich es nicht Sternzeichen. gesagt. Also, Zwilling. du bist Zwilling. Ja, immer noch. Ja. Aber im Aszendent Waage und ich tendiere mehr zur Waage. Ja, ich bin Waage, Aszendent Löwe und ich tendiere mehr zum Löwen. Ja? Je älter man wird, desto mehr wird man. Aber auch, gell? Da geht man mehr zum Aszendenten hin, gell? Richtig. Ja. Was bringt dir das jetzt? Nichts, das wollte ich nur sagen. Ich wollte zu dir noch irgendwas sagen, aber das habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte halt irgendwas zu dir sagen. Oh mein Gott. Ah ja, die Heckelfrau ist Royal-Fan. Oh ja. Aber Royal, das ist mein Promi-Flash. Ich finde, sie macht... Promi-Flash ist halt richtiger Müll eigentlich, aber sie macht es auf die royaler Ebene. Ja, das ist so geil. Hat ja irgendwo Niveau, ja? Also, Ja, mal Dschungel anschauen, gell? Und ich habe mir auch geschaut und ich bin nach wie vor Ja, ich stehe dazu. Ich bin Voll, Jota-Fan. voll. Ich bin Jota. ich habe letztens beim Kindertouren eine Mama gesehen und dann haben wir uns über Serien unterhalten. Da heißt er, boah, ich fand ja den Dschungel so toll.
Nee, der hat mich dieses Jahr gar nicht gezogen. Sag ich, was bist denn du für ein Mensch? Ja, die letzten 3 Staffeln konntest du in die Tonne treten, ja, und jetzt ging es mal wieder rund und der hat jetzt nicht gezogen, der Junge. Oh, Verzeihung. Doch, super. Ja, Ja, war läuft ja noch klasse. weiter eigentlich. Also, Super. Wie hast du eigentlich die Promi-Flash? Das frage ich mich so oft. Ich weiß, nee, ich hab die nicht. Die musst du runterladen. Die ist so. Ich kann nicht noch mehr Müll lesen. Ich lese schon den ganzen Tag irgendeinen Scheißdreck, ja. Wenn ich mich jetzt noch hinsetze und noch mehr Müll lese, dann fragt mich der Alex hat letztens wieder vor seinem Astronomie-Ding Oh Gott. gesehen. Weil wir haben Da- gescheite Männer. Ich möchte das hier Ja, erwähnen. ja. Wir haben wirklich gescheite Männer geheiratet. Ja, und das ist echt schlimm, wenn dann Stringtheorie, da musst du jetzt zuhören, das ist wichtig. Natürlich, ja. Und wenn ich dann komme, ich lese Promiflash, dann nimmt er mich vielleicht gar nicht mehr ernst, ja. Ja, wir haben ja letztes Mal über 3 Sätze diskutiert und irgendwas hat er mir erklärt, wie wir gedacht, ja, Prozentzahlen, genau. Ja, wenn du jetzt die Mehrwertsteuer ausrechnet. Nicht. Sprich du jetzt. Aber es ist doch Schön. gut, dass der eine intelligent ist und der andere nennen wir es nicht ganz so intelligent. Aber emotional, aber emotional. Ja, das ist so, gut, emotionale Krüppel sind die anderen schon, das kann man jetzt einfach mal so sagen, ja. Also, so wie sagt man, gesellschaftsfähig, -3. Oh Gott, dafür kriege ich Scheidungspapiere wahrscheinlich, weil ich das Ich gesagt kann sie habe. piepen, ich kann sie schneiden. Ja. Und auf Ja, Instagram. ja, Ist er auf Instagram? Nee. Ja, das Kriegt er ja eh nicht. so. Es kommt wahrscheinlich nur ein langer Nein. Piep. Apropos, ja, gut, Ja. Dann, wir wechseln jetzt einfach zum zweiten Thema. Okay. Wie war Vasektomie? Oh, ich bin so ein Fan Da von bin ich diesem. ja, Das war so habe ich mich toll. auch richtig gefreut. Der letzte ist immer mit Wortspiel, gell? Also, der durchschnittliche Mann, deutsche Mann, der eine Vasektomie vornehmen lässt, das ist eine Statistik. Ja. Ich möchte es im Vorhinein erwähnen. Vasektomie.de hat Statistiken veröffentlicht. gibt Das haben wir nicht Vasektomie.de. ausgedacht. Der durchschnittliche deutsche Mann, der eine Vasektomie vornehmen lässt, ist 36,3 Jahre alt, hat im Schnitt 1,9 Kinder und haben den Anstoß zur Vasektomie meistens von ihrer Partnerin bekommen. Ein Anstoß zur Vasektomie. Was ein Wortspiel. Ja, bei uns trifft es gar nicht zu, bei euch, ja, kann man nicht mehr. Wir haben ja beschlossen, unsere Männer jetzt sterilisieren. Ja, wir haben beschlossen, in einer wunderschönen morgendlichen Kaffeerunde. Genau. Es Ja, du wird darfst ja gar nicht Zeit. mehr. Du hast ja auch gesundheitliche Gründe, Ich darf oder? nicht mehr, richtig. Der Arzt hat gesagt, nach 2 Kaiserschnitten sollten wir es vielleicht nicht unbedingt übertreiben und Bindegewebe ist scheiße. Und Ah, scheiße. ja, mal. Ja, wir sind auch fertig. Ist jetzt aber, ich wollte auch sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich in Trauer ausbreche, ja, weil ich keine Kinder mehr kriegen kann. Also ich finde, du, gute Freundin hat zu mir gesagt, du hast in der heutigen Zeit 2 gesunde Kinder auf die Welt gebracht, das ist alles in Ordnung, es ist alles gut, damit kann man auch zufrieden sein. Und ich finde, damit hat Richtig. sie auch recht. Und man kommt ja Ja. auch selber irgendwann. Richtig. Oder? Also Ja, irgendwann ganz genau. sind Irgendwann, wir ja auch nicht mehr die Jüngsten. dass man halt noch mal was ein bisschen erleben darf. Das stimmt, ja. Ja, Ich habe finde Fun ich Facts raus, oder was heißt Fun Facts? Eingriff ist ein chirurgischer Eingriff beim Urologen, der zwischen 15 und 30 Minuten dauert. Es gibt verschiedene Methoden von klassisch über ohne Skalpell bis hin zu ohne Skalpell und ohne Spritze. Alex, hört zu. Bei nur 0,4% passiert eine Rekanalisierung, das heißt, die sind dann noch trotzdem noch fruchtbar. Das war ja bitter. Das passiert beim Alex, schwör's dir, bei dem passiert. 100%. Schön. Man ist aber noch nicht gleich steril, sondern es dauert im Durchschnitt 2,7 Monate oder 20 Ejakulationen. Das hat man schon mal, gell? Ja. Ach, herrlich. Und über 30%, so, der Superfact, über 30% haben angegeben, die das machen haben lassen, dass das sexuelle Empfinden nach der Vasektomie besser ist als Nein. vorher. Doch. Warum? Doch. Was macht denn das für einen Sinn? Ja, keine Ahnung. Das ist halt ein besseres Ich Gefühl, kenne mich da nicht so aus, keine Ahnung. wenn ich weiß, dass die Olle nie schwanger werden kann. Das ist halt schöner. Rauf auf die Mutti. Weil wir da hart die Jugend gehabt haben, scheiße. Ich bin so befreit, ich fühle mich so frei. Oh Gott. Ich glaube, ich höre auf zu trinken. Es reicht schon wieder. Oh, schön.
Ja, was ist denn das? Wie soll denn das besseres Gefühl? Ich verstehe es jetzt nicht. Ja, weiß ich, aber es ist so Ja, drin gut, gestanden. bitte, ja. War Lass mal Frage. jetzt mal einfach so stehen. Oh, mein Bruder hat das ja schon gemacht. Und? Du, so innig bin ich jetzt mit meinem Bruder nicht, ja? Also, ich weiß nur, dass er das hinter sich an hat gesagt. Wirklich, Ja, das Onkel, war sag mal. Geschichte von 30 Minuten und dann war der Drops gelutscht. Kann man das so stehen lassen. Okay. Ja. In 2 Wochen, nein, 10 Tagen, haben unsere Männer beide miteinander ein Beratungsgespräch beim Urologen. Und also, ich darf wirklich so viel Geld zahlen. Hat der Thomas nicht so versteckte Kamera? Nein, Darf kann man nicht sowas machen. Nein, nicht? das darf man nicht. Wieso? Das ist illegal. Das ist illegal. Wieso? Hashtag Werbung für den Arzt oder so? Was kannst du, oder weißt du, wie in den Comics diese Zylinder, wo dann die Kamera da vorne drin ist. Oh mein Gott, oder so Zeit. Ah, das wäre schon toll. Oder nur Tonaufnahme. Nein, das können wir nicht machen. Tonaufnahme. Wir überlegen uns das noch. Ja. Ja. Das war's dann. Danke. Also, es hat uns Spaß gemacht. Lass mal. Ja, wir lassen uns treiben. Wir lassen uns treiben, ja. Ich habe Finde ich Fax. gut. Ich stelle dir Fragen und du antwortest mir. Okay. Und, dass du dich nicht einsam fühlst, antworte ich auch. Okay. Ich will auch. Ja. Der ist süß, gell? Der ist Ich glaub, voll das ist goldig. 100 Jahre alt. Ja, der ist noch Ich so. habe vorher schon Angst gehabt, dass er abbrennt. Weil ich Kerzen noch gemacht habe. Der ist süß. Ja, der ist doch so selbst. Also, Steif, glaube ich, ist das, oder? Ist das, nee, der hat doch keinen Knopf im Ohr. Steif hat immer Knopf im Ohr. Na, so. Promiflash, ne? Wow. Wow. Ich Niveau steigt ich hab hier. den Film gesehen mit der Heike Makatsch hier, die Frau Steif. Nee, Echt? die war nicht Steif, die hieß nicht so. Wie hieß die Frau? Ist ja wurscht. Der erste Steif war auch ein Elefant, war kein Teddybär. Wieso hat er nicht Voll krass. Ja, es ist schöner Film. sowas, Schöner ja, das Film. ist einfach. Aber solche Filme konnte ich auch früher nur mit meiner Mutter schauen, wenn ich sowas heute anschaue. Was hast denn du wieder für einen Scheiß, ja? Tut mir leid, dass ich mal auf dem welcher ZDF Version? gelandet bin, ja? Aber dann schau mal, in Südostasien haben sie Brücken gebaut. Die haben 634 Milliarden 1000 Liter Beton gebraucht. Krass, gell? Ja. Oh ja, lass da. Das ist wichtig. Ja, Aber das du ist hast den wichtig. Fußball nicht. Nein, Gott Du sei hast den Dank. Fußball. Oh, Ja, da bin ich ja so- sehr das ist dankbar so für. hart. Ich habe andere Macken, aber dass ich Fußball nicht habe, das ist, Ja, das darf auch nicht abgehen. das ist wirklich. Das ist lustig, ich hab als Jugendliche immer gesagt, ich bin keine, die sich am Fußballplatz hinstellt. Ich bin keine. Wo gehst du morgen hin? Nee, der jetzt sei gerade Training. Aber, Echt, ja? Ja, Es regnet. Das ist nicht in der Halle. der hat Besuch. Ja, in der Halle. Schon, gell? Fax, hast du gestillt und wie lang? Ja, beide. Bin überfordert. Also bei der ersten. Das ist keine Quizshow. Ich nehme C. Nein, also bei der Katharina, ja, gestillt, vollgestillt, wirklich halbes Jahr, glaube ich. Bis dann, also mit Beikost und bababa. Und dann habe ich wirklich noch lange nachts gestillt. Also lange. Es gibt ja noch welche, die bis 3 oder so stillen, aber ich habe bis 1,5 habe ich noch nachts gestillt. So wie es jetzt haben. Unsere Kleine. Ja, Okay. sowas in den Dreh. Habe ich noch nachts gestillt. Das war ja dann, das ist ja dann nachts die hat ja auch bei mir im Bett geschlafen. Na ja. Das war ja dann mehr so, na, Mami. Also, die rollen sich ja dann einfach zu dir, suchen, wo sie hingehören und duckeln dann dran rum, ja. Also, aber bei der Madeleine hatte ich ganz schnell dieses Bedürfnis auch abzustillen. Also, ich habe dann nachts, aber bei der Katharina wollte ich mal abstillen, das weiß ich noch. Und ich habe irgendwo in irgendeinem von 80 Millionen 1000 Ratgebern gelesen, wenn du nicht bereit bist, merkt es das Kind. Und dann ist das Kind auch nicht bereit. Und ob ich mir das jetzt einbilde oder nicht, aber ich glaube, das war wirklich so. Ich wollte irgendwie der Katharina die Flasche geben, sie wollte sie nicht und ich wollte es auch noch nicht wirklich. Ja. Also, es war so im Ja, okay, dann Nachhinein, kriegst du eine Flasche. ja, das also. Aber bei der Madeleine habe ich echt da gesessen nachts und habe gestillt und gesagt, boah, nee. Und dann habe ich sie echt auch radikal gezwungen, meine Flasche, weißt du, so in der Manduka drin, du nimmst jetzt die Flasche, du kommst, nein! Und doch. Ja. Und das,
Hat sie geschafft, sie ist glücklich. Und dann war das, glaube ich, wann war denn das? Juli. Im Sommer war's? Ja, es war im Juli. Oktober sind sie geboren, in 9 Monate. Oder sowas, gell? Ja, glaube ich. Und dann habe ich in 9 Monaten abgestillt. Und du? Ich habe nicht lange, ich habe 4 Wochen gestillt. Ich habe die ersten, mit der gestern habe ich auch geredet, weil die stillt auch. Boah, leck brutal, was du da für einen Busen kriegst, gell? Also, ich habe es gestern wieder gedacht, bevor sie von der Hochzeit noch, boah, Milch eingeschossen, Ordentlich, sagt man. gell? Wahnsinn. Nein, ich habe 4 Schönes. Wochen gestillt, das war gut. Ich finde es wichtig. War eine Ganz gut, Erfahrung. war nicht, das haben wir mitgemacht. Nein, war schön, aber mir hat das irgendwann dann hinten raus nicht mehr taugt und meine Milch hat eh nicht mehr gereicht. Von dem her. Reicht das? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Egal. Wird ignorieren. Das Haus brennt, Kinder laufen schreiend durch die Die Gegend. sitzen Ja. immer nur im Keller und reden. Da sitzen 2 Kohlleichen. Genau. Was ist das? Oh, Instagram. Tratschkattel hat ein Live-Video gestartet. Da schau an. Ja, Das seit wir einer haben halben glaube ich Stunde. auch gar keine Zuschauer, aber das ist mir wurscht Das ist eigentlich. egal. Ja, ist blöd. Richtig. Genau. Lieblingsspielzeuge deiner Kinder? Ha, hä. Schwierig. Die Große ist aktuell am Puzzeln viel und am Malen tatsächlich. Also es geht wieder in dieses Barbie-Ding, das war jetzt eine Zeit lang und jetzt geht es wieder ein bisschen zurück. Puppenhaus aber zieht auch ganz gut. Und die Madeleine, ja, mei, alles, was man so in den Mund stecken kann. Und wenn es gerade der Küchenschaber ist, irgendwie so der Teigschaber. Oder, nee, ich weiß nicht, was haben die? Und alles, was blinkt und piept und Ja, Blinken Lernen und Piepen, wir. super. Ja. Bei uns ist eigentlich schon immer und ist bei dem Großen sogar noch so Ball. wo wir wieder bei Jungs und Mädchen Ball. werden, gell? Ball. Ich bin bald. Du gehst den Hobby dabei erwischt, dass er ein Staubsaugerrohr in Steckdosen aber der hat ja wie gesagt so viel Kraft. Das ist, ich habe mir schon gedacht, Oh, geil, echt. ja, mal nochmal weg. Also Elektriker, das lassen wir mal. Ja, so vielleicht. Aber das Kind hat immer mein Zimmer gesaugt. Gut, ist was anderes, ja. Okay, Da waren wir bei Scary Movie. genau. Geil. Sehr geil. Weil den müssen wir auch mal wieder Einen habe anschauen. ich Der ewig ist nicht mehr wirklich gesehen. lustig. Aber nur der Einzige. Lieblingskindersendungen deiner Kinder? Ui. Bei der Großen... Bei der Kleinen ist einfach das Pepper Woods. Pepper Woods ist hier der super hier. Wo kommt das eigentlich her? Ich hab das gar nicht kennt. Pepper Woods? Pepper Woods kenne ich nicht. Die Katharina schon geschaut. Mike ist halt Netflix durch. ne. Und alles, wo sie lachen, das lässt halt laufen. Und Weil du wirst dich auf der Zeit. Nee, das habe ich schon. Lass mal laufen. Ja, hast du die schon gesehen? Ja, aber nehmen wir nochmal zurück. Was gibt's noch alles? genau. Ja, geh halt selber durch. Und dann, wenn das selber durchgeht, 2 Minuten, der Fernseher ist kaputt. Genau, ja, Nein, ist er nicht. Aber schaut, jetzt weiß ich, bei Katharina ist My Little Pony. Beim Alex im Übrigen dann auch mittlerweile. Obwohl, ich habe auch letztens die Doppelfolge, eine finale Staffel, hier, das Königreich der Wechselponys. Da haut's dich weg, gell? Sag ich dir, ja. Fuck Game of Thrones, ne? My Little Pony, ne? Wenn Starlight Glimmer hier bei der Das ist Königin ein großartig- Wechselpony. Wechselponys sind die Bösen. Die können sich quasi, also als, wie nennt man das richtig? Da gibt es einen Ausdruck für. Die können sich bzzzt und dann sehen sie so aus wie du. Deswegen Wechselponys. Aber wie heißt denn das? Da gibt es doch, Gott, so viel Sex. Wechselpony. Nein, wenn man sich, Telepathieren, transformen. ja, transformieren, ja, quasi. Also so wie ein Transformers bloß als Pony. Aber die sehen dann so aus wie du und dann geben sie sich als dich aus. Ich bleib bei Promiflash, glaube ich. Ja. Jedenfalls ist die Welt schön bunt und rosa Ponys ist als meins. Das finde ich Geil. super, ja. Geil. Bei My dir? Little Pony. Ricky, Nicky, Dicky und Dawn. Das ist aber... Heißt das wirklich so, dass du gerade den richtigen Namen gesucht? Nicky, Ricky, Dicky und Dawn. Echt jetzt? Ja. Boah, krass. Es ist alles aber schon mit echten Kindern, so Ami okay. Ding. Aber es ist cool. Also Ja? ich schaue das auch gerne noch. Ich sagte ja. Nein, ehrlich, das kann man anschauen. Das ist gut. Und manchmal nur so Lego, aber eher selten. Das geht jetzt schon alles in andere. Harry Potter haben wir jetzt auch alle angeschaut. Oder hat Ui. ihr alle geschaut. Und? Findet er gut?
Ja, Harry Potter ist auch super. Also, ja, super. Keine Ahnung. Screentime, nein, das lassen wir mal aus. Ich glaube, man hat jetzt ungefähr einen Einblick gekriegt, wie viel das unsere Kinder Fernsehen schauen. Nein, so viel ist es nicht. Ich meine, wenn es weder schön ist, sind wir ja auch draußen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir Halbes Jahr drin, halbes Jahr draußen, wir genau. wohnen einfach auch im falschen Klimagebiet. Nach wie vor. Das stimmt, ja. Wachsen deine Kinder mit Dialekt auf? Nee, gar nicht. Du bin auch sehr Dialekt traurig kannst auch gar darüber. nicht richtig, gell? Ich tue mir auch sehr schwer, Pfälzisch zu reden, wenn der andere nicht Pfälzisch spricht. Also das ist schon Niederbayerisch hat gar keine Verwandtschaft. Pfälzisch, aber manchmal sagt ja, wir sind ja halt immer so derb und so blöd und wenn der Alex das hört, dann muss er kotzen. Ja, also Mein Gott. Das hat mir ihr Mann mal gesagt. Irgendwie, nee, die Pfälzer, die sind komisch. Du hast doch eine Pfälzerin keine. Ja, außer die. die geht gerade noch so, ja. Nein, das Pfälzisch, es ist halt so derb, weißt du? Und ich bin ja immer, wo ich nach München gekommen bin, weißt du, so Sturm und Drang seit 21 und dann, ja, ich will jetzt die Welt entdecken und ich komme vom Dorf und bin jetzt in der Großstadt und will feiern und überhaupt. Und wenn, dann will ich so einen richtigen Münchner, so einen Bayer, weißt du? Und dann lerne ich 2 Wochen später den Alex kennen, der kein Gramm Dialekt spricht, ja. Also so nicht, so gar nicht, ja. Aber der Münchner an sich, das ist, weiß ich nicht, wenn jetzt Preise zuschauen, ich weiß es nicht. Der Münchner an Nein, aber sich. der Münchner an sich spricht eigentlich selten Borisch. Wenn dann Münchnerisch, obwohl das auch schon am Ausstehen Aber das finde ich süß, dieses Uschi-Glas Münchnerisch. Ja. Weißt du, das ist immer so, ja, mein. So geschönt. ja, Köln, Niederbayern. So ein Uschi-Glas-Dialekt, das fand ich immer süß. Das fand ich wirklich goldig, ja. Aber jetzt das ist nix. So, und ich darf nicht Pfälzisch sprechen, das heißt, die Kinder kriegen kein Pfälzisch mit und kriegen kein Bayerisch mit im Endeffekt. Also sind wir die Hochdeutschen. Hannover. Genau. Wir sind ja auch bald nach Hannover. Ja, Nein. das stimmt. Ja, aber bei dir ist ja da. Die reden beide nicht, ich schwöre das. Die werden es verstehen. So wie der Mai. Der Thomas ist ja ich kann schon bayerisch. So, Mach mal. Und irgendwann haut sie ihm dann so Wörter raus, die es nicht gibt. Also die Wörter gibt es eigentlich noch. Ich weiß nicht, gibt es irgendjemand das Wort Glatzen für Glatze als Glätzen? Gibt es irgendeinen entlegenen Ort in Bayern, wo man Glätzen, so eine Glatze sagt? Doch, das Wort gibt's. Und dann erfindet es immer so. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich habe ja auch lange mit dem Alex gestritten wegen der Butter. Die Butter, der Butter. Ja. Gib mir mal Die an Butter. Butter. An Butter. Den Butter, der Butter. Nee, was sagt er? Was ist richtig? Gib mir mal die Butter. Die Butter. Und Die er sagt, Butter. gib mir mal die... Ja, Butter her! Butter! Und er sagt, den Butter. Mein Gott. Den Butter. Der hat doch mal zu dir gesagt, Katharina, gell, das heißt den Butter. Das Butter. Oh, ich bin schon ganz blöd. Auf jeden Fall sagt er, kann der nicht Butter sagen. Aber wir wissen wie. Ja, genau. Ja, Richtig. ja das ist ja Männer, gell. Ja, Ja, Kindes. Tipps für kindergartenfreie Zeit. Wenn Kinder daheim sind, wie beschäftigt man es? Oder wie kriegst du es müde? Ja, mit der Großen ist das ja mittlerweile ganz toll. Die musst du ja nur auspauken. Was heißt nur, gell? Das ist ja immer so. Im Sommer ist die ganze Sache sowieso viel einfacher. Klingt. Weil sobald die rennen, ist gut. Ja, also Spielplatz und alles Mögliche zieht ja jeder Spielplatz. Und wenn der noch so klein, noch so publik ist, ist es wurscht. Und jetzt im Winter schwimmen, Indoor-Spielplatz. Ich tue mir bei den Kleinen schwerer. Wenn wir jetzt so wie die ganze Zeit so bescheidenes Wetter haben und wir kommen nicht raus, weißt, ich finde immer, die Kleinen kriegen so einen schnellen Lagerkoller. Das stimmt, Gell? ja. Das stimmt. Ich finde dann immer so, Spielzeug habe ich schon 3-mal gesehen, habe ich keinen Bock mehr. Ja, aber da ist eine Steckdose. Da gehe ich mal hin. Und ein Backofen. Oh, die Mutti guckt. Ja, Aber bei schön. Kleinen finde ich das immer schwieriger. Wir machen mal also so ein Side-Thema, das ist 15 Monate alte Babys, auf was ihr euch freuen könnt. Jo! Ja, Oh Gott. anstrengende Zeit. Aber das Gute ist, man vergisst es ja. Ja, anscheinend, sonst hätte ich kein zweites gekriegt. Nein, das ist schön. Das ist schön, dass man es vergisst, weil das Schöne ist es ja auch schön manchmal. Wenn es nicht wollen,
Wenn es nicht war, aber wenn es der Scheißzeit Ja, wenn du die 3 Minuten von den 24 Stunden hast, wo sie dich anlächeln, hahaha machen und dich mal so an dich knuddeln und dich festhalten. Ja, das macht der meiner gar nicht eigentlich momentan. Ja, eigentlich mag der mich auch. Doch, schon, er ist schon, aber er ist jetzt keiner so wie deine, die, wenn die umarmt, Die knuddeln sich halt so rein, gell? Das Einzige, ja, aber die Streichelsituation vom Mann ist, glaube ich, generell eine andere wie von der Frau, weil der hat es auch schon gerafft, so wie alle bei uns in der Familie. So, ja, okay, die streichelt mich. Okay, dann drehe ich ihr jetzt den Rücken zu. Und bei dem Kleinen habe ich immer so gemacht. Und irgendwann habe ich das nicht gemacht und dann sitzt er neben mir. Ja, okay, leg dich hin. Mutter, Genau. irgendwann kommt der Stock. Aber das ist dieses Höhlending. Beim Leo ist der Fuß. Echt? Da kannst du meinen Fuß streicheln und dann sitzt irgendwo auf der Couch und hast aber meinen Fuß im Gesicht. Ja, okay, mach ich. Kein Problem. Ja, ich habe auch mal gedacht, sag zum Alex, kannst du mir meinen Fuß krauen? Ich fass doch deine Füße nicht an. Ja, na, kraulen. Nein, das ist ich gekrault worden. Nein, das fühlt sich ja nicht richtig an, weil wenn sie es dann wirklich einmal netterweise probieren, merkst du genau. Ich habe überhaupt keinen Bock. Und vor allem, wenn sie es dann mal 2 Sekunden machen, auch meine Hand tut so weh. Genau. Oh, das ist so schwer, wie kannst du das so lange machen? Das ist ja unglaublich. Ja, du bist so toll, kannst du bei mir machen. Ja, ist schön. Ja, schön. Klasse. Was zeichnet dich als Mutter aus? Oh Gott, was ist denn das für eine Frage? Du kannst auch weiter sagen. Ja, weiter. Weiter. Miep. Was hast du denn ganz anders vorgestellt? Wenn du jetzt dich selber mit Anfang 20 nochmal siehst und hast so, man hat ja gewisse Vorstellungen. Ach so komplett meinst du? Ja, dass ich in der Pfalz bin. Also Ach so, okay. Also der Plan war ja auch wirklich 1 Jahr München Halligalli und dann wieder nach Hause gehen. Oh, ja. Und dann die Liebe, gell? Ja. Hey, das ist schon. Also das ist das, was mich so ein bisschen bedrückt, weil... Hast du wirklich gemeint, du gehst zurück? Ja, ich war der festen Überzeugung. Also wie ich gegangen bin, habe ich mir... Weil es schön ist zu Hause. Also ich will ja niemandem auf die Füße treten, aber die Bayern sind generell nicht so nett wie die Pfälzer. Das ist so. Du, kein Volk ist so nett wie die Bayern. Sind wir ganz ehrlich. Also das ist schon... Sitzt jetzt da hier, gell? Ich meine, gut, dieser Speckgürtel um München, das haben mir ja auch schon viele Münchner gesagt, dass das gar nicht mehr München ist und dass ja so wie das ich... Ist für die Land, gell? Die Münchner meinen wirklich, da wo wir wohnen, das Land. Aber das geht noch hier. Genau, Boardinghaus, voll auf dem Land, gell? Wir haben auch 50 in den Weinbergen stehen, klar. So, und daher, klar. Nein, aber ich wollte auch wirklich wieder heim. Ich bin mit Weinfesten groß geworden und ich finde das alles schön. Mit Weinfesten und ich trinke kein Bier. Was will ich hier eigentlich? Du, ich mag aber auch kein Bier. Ich bin wirklich Bayerin, die kein Bier mag. Ganz schlimm. So wirst du nicht bayerische Bierkönigin. Nee. Nein, glaube ich nicht. Ja, was ist bei dir? Das will ich jetzt auch wissen. Hast du dir anders vorgestellt? Nein, ich wollte weg. Und das war ganz schlimm, weil das haben alle immer als Beleidigung gesehen, weil ich gesagt habe, das ist der schlimmste Ort auf Erden. Nein, ich wollte auf Minge, da ist ja was los. Ja. Weißt du, ich meine, als Jugendliche, da hast du jetzt nichts zum Tor eigentlich und dann sitzt du dann sitzt du an einer Tankstelle, siehst die Leute, die jeden Tag von der Arbeit haben kommen, du kennst die Leute, du redest mit den Leuten, das ist immer dasselbe. Und ich wollte halt, München war, wie ich das erste Mal so bewusst nach München gefahren bin, dann war das, wow, das für Leute. Ja, leck mich am Arsch. Wir haben uns 2-3 Stunden in der U-Bahn runtergesetzt und haben Leute angeschaut. Ja, das stimmt. So ich hätte das jetzt auf dieser Demi-Leopold-Straße machen. Die U-Bahn kann man sich natürlich ja, das haben wir damals Ort. Netter Ort, um sich Leute anzuschauen. Die U-Bahn. Ja, das war interessant. Wir hätten dann fast sogar einen Strafzettel gekriegt, weil in München darf man das nicht. Nein, da braucht man ein gültiges Fahrticket. Das wusste ich auch nicht. Das war doch jetzt vor einem halben Jahr oder so, gell? Dass Nein, sie das abschaffen wollen. Nee, dass sie es abschaffen wollen. Und der Alex sagt zu mir, ja, ist doch klar, du brauchst ein Bahnsteigticket, oder was ist das? Ja, genau. Was? Du, ihr könnt froh sein, dass ihr hier in München seid. Dass ihr unsere Luft atmen dürft, ja? Diese wunderschöne Münchner Luft, ja? Ja. Boah. Ich habe noch eine kleine Anekdote, haben wir dafür noch Zeit? Ja, red du. Du, das Wesentliche haben wir durch, der Rest ist jetzt Drängabe. Ich war
wie gesagt, also ich bin mit einer netten, rosaroten Welt aufgewachsen, ja, wo jeder nett zueinander ist. Und wenn man jemanden auf der Straße sieht, da grüßt man den sogar. Ja? Oh, was ist das? Oh mein Gott. Nein. Ja, genau. Mach Ja. das Handy auf den Flugmodus. Mach das. Gute Idee. Jetzt kaputt gemacht. Aber ich kann sie den Flugmodus. Kannst du nicht mehr. Und jetzt? Ja. Jetzt ist Oh, kaputt. jetzt ist es mir wurscht. Teddybär. Ja, jetzt Jetzt sind wir auf so mir zu nah. schreiben. Jetzt sind wir Oh so ja, nah. nein, das ist nichts. Mach das Wir ganz gehen schnell mal wieder Das weiter. Teddybär geht. Oh ja, der Tisch ist. Jetzt will ich. Der Tisch ist nicht. Setz den Teddy bitte wieder richtig. Entschuldigung, du musst den drapieren. Ja. Deine Anekdote, Entschuldigung. Ach so, ja, nee, kein Entschuldigung. Problem. Ich war dann in München und habe vor 10 Jahren im Übrigen, und habe eine echt geile Wohnung in der Blütenstraße in Schwabing gehabt. Für noch 300 irgendwas, Einzimmerwohnung. Ja, genau, krass. Mit wem hast du da geschlafen? Ja, das war auch lustig, ne? Aber ich kann jetzt nicht ich komme nach München-Geschichte erzählen, das würde den Rahmen sprengen. Nein, ich habe damals zu dem Immobilienheini gesagt, da waren ja 50, 60 Leute, wie halt immer so die Wohnung wollen. Und ich bin halt da geblieben. Alle anderen sind gegangen, die haben sich die Wohnung angeschaut und sind gegangen. Und ich bin da geblieben. Und dann sagt er irgendwann zu mir, ja, bitte. Sag ich hätte gern die Wohnung. Dann fängt er halt an zu lachen. Sagt er, ja, die anderen auch. Ich sage, ja, aber ich bin die Einzige, die noch hier ist. Oh, hat er gesagt. Ja, gar nicht blöd, ne? Ja, und dann heißt er, wissen Sie, ich bin aus der Pfalz und hab Bein. Weil das war so schön, die Zeit, wo das funktioniert hat. Das war echt cool. Ja. Ja, und dann habe ich mich gut mit dem unterhalten und hat er 2 Tage später angerufen und gesagt, ich krieg die Wohnung. Und dann bin ich da eingezogen. Es war echt das Schöne, was man halt so als Einzimmerwohnung mitten in Schwabing als schön mit Blick auf Heizkraftwerke und so. Es war deine Wohnung. Es war meine Die erste eigene Wohnung. Richtig, Ist ja. geil. Mit separater Küche, also nicht, wo du hier den Muff von Kochen im Wohnzimmer, Schrägstrich Schlafzimmer dann hast. War schon cool. Und Balkon. Und dann gehe ich da ums Eck in diese Miniatur-Rewe-Läden, ja, die ja in der Stadt An ungefähr Supermärkte in München. so sind, ja. Hey, und dann im Übrigen habe ich noch 2 Leute auf der Straße gegrüßt, die mir entgegengekommen sind. Hallo. Kennt ihr die? Das ist so stehen wir vom Wie Land sie in sich Stock. anschauen, gell, als hättest du einen Dachschaden. Und dann war ich in diesem mini 8 Quadratmeter Markt und dann fährt mir so eine Frau mit voller Wucht mit dem Einkaufswagen in die Hacken. Aber mit so einer Wucht, dass ich dachte, ich verliere meinen Fuß. Habe ich etwas gesagt? Nichts. Keine Entschuldigung, Geil. gar nichts. Ja, seitdem habe ich den Glauben in die Menschheit verloren. Ja, ich war dann so traurig, dass ich einfach wieder nach Hause gefahren bin. Gelaufen. Ja, gelaufen. Ja, es war traurig. Bei mir war die Dialektgeschichte. Wie Ja? So, ja, ich hab mir so eine Zeit gehabt, da war ich ein richtiges Pupperl. Also da war ich wirklich so mit Kleidern und Schuhe und ja, da war meine Hauptaufgabe eigentlich Mädchen. zu arbeiten, heimzukommen, bis ich zum Schlafen, mich herzurichten und bin ich zum Essen gefahren. Ach, schön, gell. Ja, und aber voll, gell. Also Dings. Aber Und so irgendwann war ich dann mal fort und ich so mit meinen blonden So Haaren. weit weg. Das saß ich da nicht dran. Ja, warte, Entschuldigung. Für der Babyölwitz vorher, gell? Also lang. Was? Wurscht. Ja. Und auf jeden Fall war ich da und bin da so gestanden und wie ein Puppen habe ich ausgeschaut. Und dann ist irgendwann, hey Baby, kann ich dich auch was zu trinken einladen? Und ich war halt schon, nein, ich war schon so hackig, ich vertrage ja nichts. Wow, ich pack's halt überhaupt nicht. Also. Der hat mich angeschaut, der hat glaube ich gemeint, ich bin ein Mann. Ist ja ganz schnell weggegangen. Das war ganz schlimm. Echt? Wie hab ich alt aber warst denn du, als du nach München gekommen bist? 19. 19. Junge. Mein Ja. Gott, Alles 19. war- Jahrhunderte gefühlt. Du bist einfach so jung. Wie gesagt, Wie kann man so jung sein? Wie gesagt, ja. es hat funktioniert mit, ach, ich weiß gar nicht, wann wir so reifen. Ich meine, das hat doch immer funktioniert. Und jetzt stell dir das einmal vor, hast 2 Schratzen im Auto hinten drin, du hast einen Platten, rufst den, du, ich kann jetzt nicht, ich bin in der Arbeit. Du wieder, Alex, sag mal, wieso schminkst denn du dich? Er sagt, ja, dass ich nicht ganz ausschaue wie die letzte Baracke. Es tut mir leid.
Wenn ich das jetzt einmal im Jahr mache, ist es viel, ja. Ja, das stimmt. Früher bist du immer hier und Haare noch und überhaupt und Pipapo und... La, la, und Jetzt dich lache ich verfallen wir. an und dich lache ich an und dich lache ich auch noch an. Ja, verfallen wir ein bisschen in Selbstmitleid. Ja, gell? das ist Prost, super. ja, ist Mit geil, Alkohol Mann. ist das immer Ja. gut. Jetzt apropos, wir haben ja noch Sätze. Oh ja. Was würdest du machen, wenn du... Ja, schön. Ja, aber gern, ja. Was würdest du machen, wenn du 12 Stunden nur für dich alleine hättest? Also wenn wir jetzt... Machen wir einen Selbstversuch, wir bleiben jetzt 12 Stunden. Wenn ich 12 Stunden für mich ganz alleine, das ist ja das, was Papis nicht verstehen, dass man alleine sein möchte. Gell? Das ist dieses, du bist doch den ganzen Tag allein. Nein, bin ich nicht. Ich habe ein Kind bei mir. Man kann auch nicht mal ein bisschen. Aber ich glaube, es wäre wirklich, also wenn ich jetzt wirklich alleine wäre, Couch, Decke, Netflix. Volle Dröhnung durchlaufen lassen. Ja, ich würde mir... weißt du, was wir für kleine Ansprüche eigentlich haben, gell? Ich möchte nur mal alleine da sitzen. Mehr nicht. Einmal nicht aufstehen. Einmal, dass du durch einen Schrei geweckt wirst, von wem auch immer, und du stehst nicht auf. Ja. Das ist geil. Vor allem durchschlafen. Schlafen ist also ein Punkt. Ne? Schlafen Naja, das machen immer die... Ich habe ja ein paar Freunde, die ja jetzt gerade ein Baby bekommen haben. Und ja, und man braucht viel Schlaf. Mit so einem 15 Monate alten... Boah, ja. Dann ist das ja... Die Schlaf. Wohnungen sind ja auch noch nicht kindersicher von Menschen mit kleinen Babys. Ja, richtig. Das stimmt. Weil sie es noch nicht wissen. Ja. Du, was machen die? Oh, so niedlich. Du bist das Quietsch nochmal. Wie man sie am Anfang anstupst, dass sie irgendwas machen. Mach die Augen auf, gell? Mach die Augen auf. Ja, es ist schon süß, aber... Ja. Und heute schleichst du dich ins Wohnzimmer, dass sie dich nicht sehen? Ja, aber genau. Mama, Ball zu Mama. Da. Boah, weißt du, was mein Mann gesagt hat? Der hat heute in der Früh gemeint, da. Jetzt wäre es einmal wieder Zeit für andere Schallplatten. Und jetzt irgendwie, wo er so gesagt hat, habe ich gedacht, ja, eigentlich da. Jetzt einen Duden, nimm mal ein anderes Wort, ja? Bitte. Da. Oh Gott. Ja. Was kommt als nächstes? Aber was kommt als nächstes? Woran erkennst du dein Alter? Ja, das sind lauter blöde Fragen. Piep. Boah, was hast du denn von der Pubertät deine Kinder am meisten Oh Angst? Gott, das sind Mädchen. Da habe ich voll den Horror vor. Ich war, vor allem weil ich ja an mich zurückdenke und ich glaube nicht, dass ich nett war. Weißt du, ich habe ja einen älteren Bruder und bei dem war das so, da hast du auch genau gewusst, wann bei dem die Pubertät anfing, weil wir sind 5 Jahre auseinander und wir haben immer zusammen gespielt, so ganz viel Brettspiele und überhaupt. Und von heute auf morgen wollte er nimmer mit mir spielen. Ja, jetzt kannst du so eine traurige Melodie im Hintergrund einblenden. Ja, das war schon sehr traurig, weil ich als Würmchen habe das natürlich nicht verstanden, dass mein Bruder jetzt nicht mehr mit mir spielen möchte. Ja, das war schon sehr traurig. Erste Mann, der dich enttäuscht hat. Ganz genau. Und bei dem war das aber, wie es bei Jungs meistens ist, heimkommen, Tür zu, PC, rauskommen zum Essen, Tür zu. Ja, die sind dann weg. Jungs sind einfach nur weg. Ja, ich bin ein bisschen ausgerastet. Ja, wer nicht? Ich hatte eine 700 Mark. Waren es noch Mark? Wann kam Mark? Euro? Das weiß ich nicht mehr. Nee, ich glaube aber, es waren 700 Mark. Da hatte ich dauernd vom Festnetz auf das Handy von meinem damaligen Freund angerufen. Aber es hat mir keiner gesagt, dass das damals noch so teuer war. Und jeden Abend habe ich 1-2 Stunden mit dem telefoniert. Und irgendwann sitze ich mit meiner Mama am Küchentisch. Gibt's da keine Flatrate? Und dann höre ich einen Schrei von meinem Papa. Telefonrechner. Dann hat er sich die Mühe gemacht mit dem Textmarker. Jedes Gespräch mit der Telefonnummer. Hat mir niemand gesagt, dass das so teuer ist. Ja. Funktioniert er noch? Ja, nee, also im ersten Moment nicht, ne? Im ersten Moment war er, glaube ich, kopfrot, Schnapsflasche griffbereit. Also, war schon hart, ja. Ja, und das Übliche halt. Ja, ich brauche keine Familie, ich brauche nur meine Freunde. Und ich weiß noch, irgendwann hat mich einer angerufen, weil ich war ja schon immer mit Älteren irgendwie zusammen. Ja. Immer. Unter der Woche, weißt du, am nächsten Tag Schule, Dienstagabend, 11 Uhr, komm, ich hole dich noch zum Billard ab. Ja, klar, kein Problem, ja, angezogen
Ellbogen runtergegangen. Ich gehe zum Billard. Nein. Wir dürfen zum Billard, nur ich. Oh Gott, und wenn ich mir das vorstelle, das ist die zwei halt auch so. Ich habe eigentlich nur Angst, also ganz ehrlich, das ist schon sehr... Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, mit genug Alkohol, wenn man das... Wir verheiraten sie und dann haben wir da beide getan. Internat im Übrigen, ne? Nach wie vor, gell? Schweizer Internatschule, Skischule. Schweizer Internat-Skischule. Da soll richtig Skifahren lernen. Ist wichtig, ja. Also ein Ratschlag für alle Muttis. Ach, obwohl, doch, ja. Weniger googeln. Mehr. Ja. Das, was aber viele Mamis sagen, hör mehr auf dich. Es sagen dir viele Leute, mach das so, mach das so, mach das so. Hör auf dich. Das ist wirklich, also ich habe auch schon gemerkt, stimmt, ja. dass es stimmt aber auch. Du machst dir viel zu viel Gedanken und oh Gott und bibabo und bla. Und wenn man dann mal sich besinnt und sich hinsetzt und denkt, ja, okay, so wäre es vielleicht doch am besten machen. Ja, Und genau. dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Ich finde, das ist auch immer so ein wichtiger Rat, wo man gerade beim ersten Kind immer dachte, ja, die gehen nicht kaputt. Also ich bestimmt schon irgendwann, ja. Aber so schnell gehen sie nicht kaputt. Finde ich zumindest, Das oder? stimmt, das stimmt. Also die halten mehr aus, als man denkt. Das hat der Kinderarzt zu mir gesagt. Das Ja? hat mich sehr bewegt, weil wir zahnen ja gerade. Wie gesagt, du bist mit deinen Backenzähnen durch. Das freut mich auch sehr für dich. Wir noch nicht. Ja, Und wir waren beim Kinderarzt und ich habe gefragt, ob das nur Menschen haben, ob das nur Menschen so wehtun oder ob das Ja, Viecher auch ist haben. echt interessant. Und Viecher. Es ist das Viecher. Tiere. Hör nicht so. Hör nicht so. Sie meint es auch gar nicht so. Psst. Das Tiere auch haben, ne? Ja. Ob das Tiere auch haben, ob Tiere auch Backenzähne bekommen, ich mag das nicht. Weiterzählen. Und er hat gemeint, ja, also unser Hund, der hat auch zweite Zähne bekommen, aber es war nicht so schlimm. Bei Menschen sind es halt die Sekundärschmerzen. Ja, Promiflash, ne? Hä, was haben Sekundärschmerzen? Ja, das ist ein Menschenkind merkt, dass wenn es weint, wird es hochkommen. Und das ist natürlich schön. Also sie sind schon berechnend. Ja, Ja. Das muss man auch leider dazu sagen. Ich finde auch, sie sind... Wer ist denn beim BGIP damals? Katharina. Was hat sie gesagt? ja, das habe ich beim P. Was habe ich da? Irgendwas habe ich gesagt, dass du halt merkst, dass du ab Ach, und dass sie zu das mit... Nee, wie war das? Absicht machen. Ja, Oder genau. was war denn das? Doch, dass sie genau wissen, wann sie das machen müssen. was Genau, nicht. da habe Ja. ich mich versteckt hinter ihm, da hat er geschrien und da hat er sich, da war er noch nicht mobil, das war so schön. Stimmt, Da gell? ist er da gelegen und hat geschrien und dann bin ich einfach einen Schritt außen umgegangen, dass er mich nicht mehr gesehen hat. Und dann war er, dann hat er geschaut und hat gelacht und dann bin ich wieder einen Schritt vorgegangen und dann ist es wieder losgegangen und dann habe ich mir gedacht, geh, du verarschst mich doch. du Das mich habe ich, auch. hab ich mich gewagt, habe ich das im Pickup anzusprechen. Boah, da ist es rumgegangen, gell. Also Ja, da habe ich... der moralische dann, gell? Katharina, die Ein Babys. Kind schreit nicht, weil es dich ärgern will. Ja doch, ich meine, ich rede ja auch nicht von einem Neugeborenen. Das ist mir schon klar, dass... Oh doch! Nein, das war kein Neugeborenes. Der war da schon schwerer wie alle anderen. Das stimmt. Naja, sehr auf cool. jeden Fall, ja, das war auch sehr Das schön. ist ja lustig, ja. Hast Ja. du noch was? Ja, ich habe noch was. Sätze, die dir immer wieder begegnen. Was war zum Beispiel Beispiel. der Lieblingssatz oder was hat deine Mama immer zu dir als Kind gesagt? Was ist hängen geblieben? Oh. Da fällt mir eine Ja, bitte, bitte, mach bei mir dauert es noch, ja, eine bitte. Anekdote dazu ein. Wir waren in der Schule, ich war 5., 6. Klasse, wir haben auf den Bus gewartet und dann war irgendein Spätzle von uns da. Und der hat uns den Lieblingssatz seiner Mutter damals wirklich tatsächlich gesagt, weil irgendwie haben wir so gesagt, ja, bei uns gibt es halt Spaghetti, es war Freitagmittag, war schön. Und ja, bei uns gibt es Gulasch, keine Ahnung. Und dann irgendwann habe ich irgendwann gefragt, du, und was gibt es bei dir heute, Kevin? Ich sehe wie jeden Tag, heute der Mai und macht die Hausaufgaben. Eine sympathische Frau. Ja, aber verstehst du es? Also manchmal verstehe ich es. Dann hat eine Schwester gehabt, der Große. Aber das war... Und genau dasselbe. Geil.
Der hat irgendwann einmal angerufen, weil ein Bus versandt hat. Also einen Bus verpasst. Ja, du fällst jetzt langsam rein, ich merke schon, ja. Bus verpasst hat. Und dann hat er angerufen. Da haben wir gerade so die Handys gesagt. Hallo Mama, ich bin's. Der Kevin. Dein Sohn. Und ich bin da gestanden. Das ist wie, Kevin kenne ich nicht. Kann ja jeder sagen. Dein Sohn. Das erinnert mich an die Mutter von Big Bang. Oh, die Mutter. Die war gut. Schön. Aber was meine Mama, das ist total schwer. Da ist nicht. Ich drehe da, wenn das Schienbein siehst, da in die Nasenlöcher bist, versaufst. Ja, stimmt. Viecher ist schlimm. Sag's nochmal. Ich drehe da in die Ich drehe da, wenn das Schienbein siehst, da in die Nasenlöcher bist, versaufst. Kannst du es dir vorstellen? Zieh ich dir in die Nasenlöcher. Ich mach Pipi in deine Nase. Ich mach Pipi in deine Nasenlöcher, bis du ertrinkst. Die Pfalz. Besuchen Sie die Pfalz. Genau. Oberpfalz. Oder warte, wie ist der andere? Das ist geil. Der Hund nicht geschissen, hätte der Haas kriegt. Ne? Das sind auch so Den gibt's aber in Niederbayerisch auch. Den gibt's in Niederbayerisch Das auch. ist super, ja. Das sind so Lebensweisheiten. Ja, ich meine, Heute Entschuldigung. kuschelig, da gerne um so. Das ist, ja, Das stimmt. sind so. Die Aber wollte ich immer sammeln. ja, Die muss ich mal aufschreiben. Gibt es bestimmt aber so Bücher schon davon, oder? So bayerische Sprichwörter, pfälzische Sprichwörter. Es gibt eine Wikipedia für bayerische Phrasen. Ja? Ja, Ist schön. habe ich mal gefunden. Ja, Verstehe ich wahrscheinlich gewonnen. Und so live- Aber was Ernsthaftes, was man jetzt einfach, was man Jetzt haben Mama wir immer aus. gesagt hat, Wir sind offline jetzt. Hallo. Bin ich Zuschauer. bin ich 17 traurig. Zuschauer. Ja, schau. Wer war denn? ja. Den mal jetzt durch, das erzähle ich nicht. Na, red, oder warte, ja, wir brauchen ja die Kamera nicht, wir haben so angenehme Stimmen. Wir machen das Also, jetzt nur noch wir machen das- audial. Audial. Dann sieht man nicht mehr, wie wir den Teddy hier positionieren. Kannst du machen. Meine, Drückt ihm die Augen aus. meine Mami hat immer gesagt, also das war ja dann schon so Pubertätsalter, hat gesagt, bevor du irgendwo einsteigst, egal wann, ruf mich an, ich hol dich ab. Meine Mami immer gesagt. Bevor ich bei jemandem, der rotzevoll ist, irgendwo einsteige, um nach Hause zu kommen, ruf mich an, ich hol dich ab. Oh, das Mutti, ist aber nett. ja, hat Mutti immer gesagt. Das ist ja schön. Gell? Ja, Das find ist ich auch. schön. Willst du das deinen Kindern auch mal sagen? Muss Bleib ich da, ja wo du wohl, bist, ne? der Papa ist gleich da. Aber wo ich sie irgendwann mal wirklich angerufen habe, hat sie, oh, nimm den Taxi. Wie alt warst du da? 26. Vom Wurstmarkt. Wurstmarkt ist ja das Pendant zur Wiesn, bloß mit Wein. Und du Wein. kriegst halt, also geil, ja, super. Und, Diese Lebenseinstellung, voll, der Wein. voll. Also, weißt du, das ist ja halt Wein, du kannst dich zudröhnen damit, aber du kannst auch genießen. Das ist ja das Schöne am Wein. Ja? Kannst ja mal ein Gläschen gönnen So wie oder ein ne? Kannst du auch machen. Nee, war Wurstmarkt und dann ist keine Ahnung, wann ist denn da Schicht im Schacht. Keine Ahnung, irgendwann ist ja da auch Ende Gelände und dann stürmen halt alle zu den Taxis. Und in München ist das halt alles schon ein bisschen besser koordiniert, sag ich mal. In Bad Dürkheim gibt es halt nur 3 Taxen gefühlt. Und dann stehst du halt immer 2 Stunden da, wenn du dich nicht direkt vor eins wirfst. Und da hast du halt auch keinen Bock mehr. Mami, ich will nach Geht Hause. voll gut. Nimm dir ein Taxi. Ja, kommt keins frei. Wie war der erste Ja, genau. Rausch? War das ein Weinrausch? Das war jetzt, nee, das war ein Cocktail. Was für eine? Alles. Oh, guck mal, es ist blau. Guck mal, gelb. Es schmeckt nicht nach Alkohol und ist süß. Weil das war widerlich. Ich habe doppelt gesehen, habe gesagt, ich trinke nie wieder in meinem Leben was. Das war ekelhaft. Ja, das habe ich oft gesagt. Schon, gell? Das habe ich oft gesagt. Ja, finde ich auch. Ja, ich kenne jetzt seinen Sekt, ehrlich wo? Ja, ich merke es jetzt auch. Oh, das ist, ich weiß nicht, Das war deine Idee, gell? Nur so nebenbei. Ja, Ich hätte auch einen Kaffee getrunken. beim Rewe an der Kasse gestanden und dann habe ich gedacht, scheiße, ein Prosecco. Und der Klar hat schon gestellt und dann habe ich gedacht, hey, Ah, da nimmst du vorne, da vorne hat Henkel und stand auf dem Bauch, den nehme ich. Dann habe ich den Henkel trocken gekauft. genau. Ja, das ist mit dem Sirup ganz böse. Meinst du, dass der Du bist Sirup so schuld. böse ist? Nee. Der Also, der Meier hat so viel Sirup, wegen dem nein, dass Zucker du gar halt. nichts mehr anderes mehr schmeckst. Ach so meinst du.
Aha, Dosis 1 plus 6 ist 7. Was soll mir denn das jetzt sagen? Aha. Guck mal, das steht da. 1 plus 6 ist 7. Lebensweise. Das stimmt. Gibt es deinen Kindern mit? 1 plus 6 ist 7. Katharin, reinschütten. So war schön, dass der Sekt überhaupt in dem Sektkühler steckt, gell? Oh, stimmt. Und jetzt haben wir extra vorhin das Eis noch rein. Ach, jetzt kipp halt nach, wenn du die Flasche Nein, nicht du. Ich muss jetzt dann einmal eine rauchen, aber ich habe mir schon überlegt, theoretisch könnte ich da auch rauchen. Aber die Rauchergeschichte jetzt noch Echt, weiterführen. ja? Hier rauchen? Die haben da immer geraucht, glaube ich. Oder wir gehen mal schnell ins Männerzimmer für die, aber da das sitzt der können andere wir auch. wahrscheinlich drin. Ja. Und wer den Das ist Landwirtschaftssimulator spielt. Oh. Weißt du, Oh. ich gestern neben mir gesetzt und habe mir erzählt, wie oft das jetzt geschlafen hat in letzter Zeit. Das ist so nichts. Ich nicht so. Ach, Ja, dann leg dich halt hin und schlaf. ja, danke. Danke. Ach, aber es war sehr schön. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, es hat Spaß gemacht. Machen wir das jetzt jede Woche. Wie gesagt, ich suche einen Co-Host. Podcast macht man am besten zu zweit. Ah, das ist schön. Ja, du, einmal im Monat finde ich, kannst du nichts Ich find's verkehrt machen. gut. Wenn du jetzt noch nicht dabei hast, die verzeiht dir dann nochmal was. Das ist gut. Und es hat sie wirklich, also es haben sich genau 2 Leute an meiner Online-Umfrage beteiligt, aber ich weiß ja nicht. So gut. Ja, ich kann es auch so auswählen. Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, ihr macht die vielen Zuschriften. Aber ich habe es nicht gesagt. Ach, das wird. Komm, wir sprengen jetzt alles. Dann werden Gibt es wir noch irgendwann- irgendwas, wo du drüber, wir haben ja jetzt vogelfree, wir haben jetzt genau, wie lange haben wir nicht Wir schon? sind vogelfrei. Schon lange, gell? Oder? 1 Stunde. Boah, Exakt. echt jetzt? Boah, sind wir gut. Und ich hatte schon fast Bedenken, dass wir da sitzen. Ah, nein, das war mir klar, dass das bei uns nicht funktionieren kann. Das ist Das ist, und ich finde, das ist jetzt nichts über unsere Männer rausgekommen, wo man da Nein, sitzen kann finde und ich sagen auch kann, nicht. Boah, Das finde ich auch. außer dass sterilisiert werden. Aber Mein Gott, das ist ja jetzt. ich finde ja das Wort kastriert viel lustiger, aber das darf man ja nicht sagen. Bei der Steffi am Hund haben sie doch gefragt, die wusste ja gar nicht, wie das bei Hunden ist. Und dann hat sie ihn abgeholt und dann sagt sie zu ihr, wollen Sie die Hoden mitnehmen? Schau mal vor, das sagen sie bei uns auch. Möchten Sie die Hoden im Glas oder sollen Ja. wir die wegwerfen? Der Grossi ist so interessiert an Wissenschaft, das stellen wir ja ins Regal. Oder zum Sezieren. Wo kann man ja essen, gell? Was ist das? Also jetzt nicht Da wäre da. so Gibt's da Stierhoden. ein Thermomix-Rezept? Hat irgendjemand ein Thermomix. Gedämpft, Ganz schnell. gedämpfte Hoden mit Gemüse. Ja, so. Nein, aber so Stierhoden, oder? Ja, ist sowas das kann man nett? essen. Ja, Das das ist ist hab der. ich noch nie gegessen. Ja, pfui Ich Teufel. glaube, ja, Du kannst ja auch Euter und so einen Scheiß kannst du ja auch essen. Mir Ja, glauben, pfui. Lingerl, glaub. Kennst du Lingerl? Lunge, saure Lunge. Lunge. Eine saure Lunge, ja. Ich kenne das, Lunge. das gibt es bei uns auch als Gericht, aber ich mag sowas Oh, nicht. ja. Mein Papa isst gern Herzen, Hühnerherzen. Bäh, ist auch Oh, total oh krank Gott. und abartig. Ja, aber schau, wie er rumrennt und springt. Er hat wahrscheinlich schon 80 Hühner in seinem Leben. So verschmeißt. Ja, aber das Ja, ist alles krass. Innereien. Ist, obwohl, als Pfälzer mag man ja Leberknödel, gell? Ja, lieber Knödel. Die sind ja geil. Ja, ja außer der Alex. Ja, magst du nicht, Der mag keine sind ja auch pfälzisch. Ich mag's auch nicht. Also von dem her. Also- Mei, war schon schön, aber müssen wir es machen? Nein, mach ich nicht. Das ist Sala. mein Koch. Ich bin wirklich ganz schlecht. Ich bin so Dings. Ich habe mir gestern gedacht, da waren wir bei meiner Schwiegermutter und es hat Oh, es gab wieder Ding. Schweinefilet mit Speck ummantelt und aus Frischkäse und Haselnüssen, geriebenen Haselnüssen, so eine Creme. Boah, ich schwöre, das eine Sahnesauce dazu. Wieso macht die das Und einfach dann so? Ich weiß es gar nicht. Und dann nur so Kartoffeln in Semidressel. Nein, das war gut. Also wirklich, das ist jetzt mal, dass ich da sitze und denke, nimm sowas. Sagt er, was ist er? Ja, bis ich was. Okay. Ah, das ist schon. Also, das ist gut. Ja. Und dann mache ich die. Weil du musst doch nur niesen, die Hand ist so gut. Und so gut. Echt, ja? Mit einem Kilo Hackfleisch. Das ist halt weg. Weißt du, muss man auch noch essen. Das ist nämlich noch nicht mit einkalkuliert, weil ja der Fahrer ist ja da ist. Immer noch.
Ja, bis Nachmittag. Ich glaube, ich habe mir vorher geschrieben. Aber mein Live-Video ist dazwischen gekommen. Naja. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Wir müssen ein Selfie machen. Warte, jetzt machen wir. Mit dem Bären. Sind wir fertig? So, vielen Dank. Wir sind fertig. Das schneiden wir dann noch rein. Wir sind jetzt fertig. Schneiden.